Guten Morgen op einem Videotour durch die Lützeburger Kirchen. Hier sind wir an der Stadt Verschmärt, an der Michelskirche. Es wird allgemein angeholt, dass die erste Kirche hier angeweiht ging 1987, gebaut vom Grof Siegfried. Das ist möglicherweise aber nicht richtig. Es kann ganz gut sein, dass es 4 Drun schon eine Kirche hier auf dieser Platz gab. Es gibt aber kein ganz sicher archäologisch Hinweise darauf. Die Kirche die liegt natürlich ganz nah bei den Mauern von der Stadt, egal zu welcher Zeit. Aus der Ursache, als sie dann verschiedentlich zerstört gehen, sie wird dann immer nächst neu abgebaut. Den Aspekt, wie wir ihn heute kennen, der geht größtenteils zurück auf das Jahr 1519. Damals ist das Verwilf entstanden, wie wir es noch gesehen haben. Es kommt aber dann ein neuer Moment am Anfang vom 17. Jahrhundert, da ist die Kirche vergrößert gehen, für ein Kloster nebendran angebaut zu gehen. So gibt dann noch ein bisschen geheicht. Am Ende vom 17. Jahrhundert gibt ein Turm abgebaut, so wie wir es gesehen haben, mit dem charakteristischen Zwiebeldach oben drauf. Bannen an der Kirche, da haben wir wirklich ein ausgesprochenes Musee von religiöser Kunst. Bei der Französischen Revolution war die Kirche zum Dekadentempel gehen. Da gibt natürlich all Mobilier rausgerappt. Es gibt nur der Revolution neu meubliert. Da kam den Hauptaltar aus der Kirche von der Schwester von St. Sophie, die von dem Moment an dann hauptsächlich als protestantische Kirche benutzt ging. Das ist ein Werk von einem Staaterskulptor Barthélemy Namur, den 1770 den Hauptaltar geschaffen hat. Da sind ein ganz paar die Elemente hier, die aus anderen Lützeburger Kirchen kommen, als bedeutendst mit der vielleicht Durchel nennen, die am 17. Jahrhundert entstanden ist, 1670, für die Franziskanerkirche Knödler. Das ist wahrscheinlich die älteste Urgel, die wir an der Stadt tun, und sie gehört auch zu den ältesten am Land. Als Mobilier aus der Kirche von St. Michel, 400 Revolution, also eigentlich nur ein Seitenaltar erhalten, aus dem Jahr 1717, dass der, wo die Rosenkranz Mutter Gottes draufsteht, der besonders interessant ist durch seine Perspektive nicht. Das heißt, für den Eindruck, dass der Altar viel mehr tief ist, wie in der Wirklichkeit ist. Das gehört zu der barocker Kunst ganz allgemein. Das ist auch historisch interessant, weil auch die Konsolatrix Glassi an so einem Altar abgestellt war.